Es ist noch gar nicht so lang her, da waren die Hochtäler südlich vom Tauernkamm abgelegen und vom Fremdenverkehr so gut wie unberührt. Erst seit der Fäbertauerntunnel Osttirol mit dem Pinzgau verbindet, ist das Iseltal, das Defreckental, das Kalsertal und die Gegend um Matrei erschlossen. Vorher hat man den Umweg durch das Bustertal und über den Brenner machen müssen, wenn man von Osttirol aus in der Landeshauptstadt Innsbruck was zu tun gehabt hat. Durch diese Abgeschlossenheit ist es denkbar, dass sich in den Osttiroler Bergbauernsiedlungen Volksmusik bis in unsere Tage erhalten hat. Wir sind in Oberleibnig, ein paar hundert Meter über dem Iseltal. Da herum gibt's Musikanten, die Kuhensbuben, gestandene Mannsbrüder, zwei Brüder, jeder ist ein Bergbauer. Wenn sie zum Musikmachen fort sind, haben sie früher den weiten Weg ins Tal zu Fuß machen müssen. Seit ein paar Jahren gibt's eine Seilbahn. Der Fahrweg ist erst jetzt gebaut worden. Die zwei sind oft mit ihrer Musik unterwegs. Aber am schönsten ist doch daheim auf dem uralten Kuhenshof. Am Sonntagnachmittag ist Zeit, wo man zusammenkommt und ein bisschen Musik macht. Die Kärntner oder steirische diatonische Harmonika ist seit einigen Jahren bei uns wieder in Mode gekommen. Nicht bei den Oberleibniger, die spielen ihre Ländler und Bayerischen schon seit ihrer Kindheit. Hans, mit den Jungen geht's wieder weiter, Musiziererei. Ja, also das schaut gar so aus. Das ist wohl höchste Zeit, nicht? Wenn so viel sein, dass einmal ein paar ein Interesse haben, nicht? Was hast du abgekriegt? Ja, mehr oder weniger wohl. Sie hat da ein bisschen beigetragen. Nicht? Genau, weil er gesagt hat, also, frei dahinter sei ja schon richtig. Nicht? Harfen ist selten bei euch in der Gegend. Da haben wir jetzt ein paar Jahre einen Haufenkurs gehabt in Oberlinz. Das kommt da von Betutschning aus. Und da haben wir den Georg zweimal geschickt. Und jetzt scheint es, hat er ein bisschen Interesse. Das spielt Blödens, gell? Was hat die gekostet, die Harfen? Jetzt 15.000 gekostet. Gibt es da Unterstützung irgendwoher? Das ist höchstens. Das ist Eigeninteresse. Nicht? Und jetzt spielen sie fest? Oder musst du das hinschlagen? Ja, na gut. Na, der Georg spielt jetzt wohl für sich selber auch. Hier und da mal. Der spielt wohl nach frisch und kann man nicht schlafen. Und wird es dazu führen, dass sie dann einen Auftritt haben irgendwann? Oder werden sie daheim spielen? Vielleicht im Prägarten sollen sie demnächst einmal spielen. Was man nicht. Man soll einmal versuchen, wenn es hinhaut. Spielt sie mal an?
und ganz ab. Ich höre die auch nicht spielen. Ja, ich weiß, da tut ja kein Mensch nichts mehr. Nicht? Ich hab den gerade noch erfunden, aber jetzt ein paar Tage. Heute wieder einmal probiert. Hast du früher öfters gespielt? Ja, früher haben wir viel gespielt beim Vorzug. Schon als Kleiner früher, wenn wir Gaskirten haben. Wir haben einen Vorzug einen Sack gehabt. Nicht? Sonst hat man kein Instrument gekauft. Nicht? Aber man hat dann so einen Rost im Vorzug gehabt. Nicht? Und mit dem man hat so probiert. Das heißt, die Osttiroler sind sehr kinderliebend und es gibt viele kinderreiche Familien. Stimmt das? Ja, das wird fast stimmen. Wie viele Kinder gibt es da herum in dem Ort? Ja. Da habe ich alleine gewonnen. Da haben wir fast an jedem Haus so am wenigsten 6, 7 und am meisten 13. 10 Bauern sein. Kann man sich voll ausrechnen, nicht ungefähr. Ihr habt 10 Kinder, gell? Nein. 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 Spielen die haben bloß die zwei jetzt? Oder haben die Ja. anderen auch gespielt? Ja, gespielt haben sie wohl schon, aber weil sie sind von daheim weggekommen, sie hat es wieder gelassen. Sind sie nicht mehr zusammengekommen. Und das hat immer gemacht. Wo sind die Großen? Zwei sind in Nordtirol und der Älteste ist jetzt einmal momentan in der Schweiz. Sonst ist der Älteste bei daheim. Es hat er daheim mithelfen. Warum wird ja für so viele Kinder ja wenig Platz sein? Ja, ich meine, es ist halt überall so, wenn sie nicht etwas lernen gehen, dann kommen sie nicht in der Schweiz. Das ist ja selbstverständlich. Die werden wohl einmal was, der andere wird Tischler und der wird Automechaniker lernen. Müssen da jeder was lernen? Jetzt schon. Und was hat die Mutter gespielt? Ich bin unmusikalisch. Ja, ich habe gerne gesungen, aber es ist nicht gegangen. Ich weiß nicht warum, es mir kein Talent hat dazu gehabt. Wirklich, ich habe gerne etwas getan. Es ist da jedem gegeben. Vielleicht spielt uns der Hans noch mit dem Fotzhobel. Das Hackbrett ist bei euch noch heimisch, gell? Ja, so hätten wir wohl. Kannst du das denen mal bringen? Dass wir so mal anschauen am Tisch her? Ja, kann das gleich einmal holen. Das ist ein Wildstrom. Da hat man so einen
bestimmten Schlag habt ihr es, gell? Gell, so. Ja. Die Anwesen der zwei Kuhnsbrüder liegen außerhalb vom Dorf Oberleibnig. Vom Hans zum älteren Bruder Jörg hinüber ist ein Katzensprung über den Graben. Die zwei können miteinander stundenlang singen, jodeln und musizieren. Vielstrophige Couplets aus der Militärzeit, Balladen, Lieder und schier endlose Vierzeiler. Es hat sein Gutes, dass man die Sprache hart versteht. Gestanzl seien ja nicht gemacht, dass man ins Mikrofon singt. Gib's mal die 10 Schilling zurück. Stjärnor från Barotten hin. Att jag på en räckkämping. Das Jatta den Lehrkübelkind. Weil er so viel spitz bei der Mitt. Utan stad livet natt. För att de kan laufa tratt.
Schneeball hat's geschrieben vergangen Winter. Halleluja, Halleluja. Zwei Weiber haben Kraft am Besenbinder. Halleluja, Halleluja. Die Leute noch auf sich blieb der Wald weiß. Halleluja, Halleluja. Er schießt wie ein Jungfrau bleibt das Bach am Fleiß. Halleluja, Halleluja. Die Leute noch auf sich blieb der Wald grün. Halleluja, Halleluja. Zum meint ihr, lass uns kein anderen Bäum gehen. Halleluja, Halleluja. In Osttirol trinkt man gern ein Glasl Roten. Die italienische Grenze ist nicht weit weg, fast vor der Haustür. Früher hat es ja keine Staatsgrenze zwischen Lienz und Innichen gegeben. Das Bustertal war jahrhundertelang die natürliche Verbindung zwischen Tirol und Kärnten. Erst seit der Teilung Tirols in Nord- und Südtirol ist die Benennung Osttirol aufgekommen. Sprichwörtlich ist der Kinderreichtum der Osttiroler. Familien mit 10 bis 20 Kindern sind nichts Außergewöhnliches. Leider sind die Berufsmöglichkeiten in den heimatlichen Dörfern kaum gegeben. Die meisten Jugendlichen müssen sich ihren Lebensunterhalt in der Fremde verdienen. Viele Osttiroler leben in Innsbruck und in den kleinen Industrieorten in Nordtirol. Auch in der Schweiz arbeiten Osttiroler als Saisonarbeiter. Aus der Geborgenheit einer bäuerlichen Großfamilie hinaus in eine fremde Welt, die man nur vom Hörensagen kennt. Alte Hef, Holzhäuser. Wie ist das Leben in so Häusern? Ja, mir fühlt dann ganz glücklich. Ich weiß nicht, wie es in den modernen Häusern, wie man sich da fühlt, aber ich fühle mich ganz glücklich noch mal da. Ja, ich bin zufrieden halt, ja. Du bist da daheim? Ja, ja. Das ist der Kuhenshof. Ja. Wart ihr auch so viele Kinder? Ja, da waren wir uns 8 Geschwister, waren wir. 8. Ja. Was du für ein Jahrgang bist? 21, 1921, ja. Da bist du im Krieg auch gewesen? Ja, war nicht ganz 5 Jahre. Komische Geschichte, wenn man von so einem abgelegenen Ort hinaus muss ins Feld. Wo warst du denn überall? Ich war aber Russland von Anfang bis zum ganzen Rückzug mitgemacht und war nachher. War schon mal von Russland, ich habe halt mitgemacht, ja. Und wieder gut heimgekommen? Ja, ja, wohl also einigermaßen. Eine leichte Verwundung, Oberschenkeldurchschuss habe ich gehabt. Aber zufrieden. Ja. Und jetzt bist du Bauer, Jäger, bist du Ja, ja, ein bisschen halt. Ein bisschen. Was habt ihr denn alles herum? Ja, wir haben alles. Rotwild, Gams, Hirsch. Wir haben eigentlich so sämtliche Wild, was halt da bei uns so. Hahnen, Auerhahn, Spielhahnen. Und Fix, was halt das so. Wir haben alles so besser. Die Kinder musizieren die auch, so wie bei deinem Bruder drüben?
Ja, ich war so der war wohl der Älteste, wohl der Klarnett, der Zweite lernt Klarnett und Fliegelhorn. War wohl, für Singen haben sie mehr übrig, wie mir 4. Und was hat die Mutter gespielt? Ich bin unmusikalisch. Ja, ich habe gerne gesungen, aber es ist nicht gegangen. Ich weiß nicht, warum es mir kein Talent hat dazu gehabt. Wirklich, ich habe gerne etwas getan. Es ist ja jedem gegeben. Vielleicht spielt uns der Hans noch mit dem Fotzhobel. Das Hackbrett ist bei euch noch heimisch, gell? Ja, so hätten wir wohl. Kannst du das denen mal bringen? Dass wir so mal anschauen am Tisch her? Ja, kann das gleich einmal holen. Das ist ein Wildstrom. Da hat man so einen bestimmten Schlag, habt ihr es, gell? Gell? So. Ja. Das Fotzhobel spielen, meine ich, kommt ganz ab. Ich höre die auch nicht spielen. Ja, ich weiß, da tut ja kein Mensch nichts mehr. Nicht? Ich hab den gerade noch erfunden, aber jetzt ein paar Tage. Heute wieder einmal probiert. Hast du früher öfters gespielt? Ja, früher haben wir viel gespielt beim Vorzug. Schon als kleiner früher, wenn wir Gaskirten haben. Wir haben einen Vorzug einen Sack gehabt. Nicht? Sonst hat man kein Instrument der gekauft. Nicht? Aber man hat dann so einen Rost im Vorzug gehabt. Nicht? Und mit dem man hat so probiert.
Das heißt, die Osttiroler sind sehr kinderliebend und es gibt viele kinderreiche Familien. Stimmt das? Ja, das wird fast stimmen. Wie viele Kinder gibt es da herum in dem Ort? Ja. Da nur alleine gewesen. Da haben wir fast an jedem Haus so am wenigsten 6, 7 und am meisten 13. 10 Bauern sein. Wenn man sich so ausrechnen, nicht ungefähr. Ihr habt 10 Kinder, gell? Nein. 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 Spielen die haben bloß die zwei jetzt? Oder haben die Ja. anderen auch gespielt? Ja, gespielt haben sie wohl schon, aber Zwei Winter, zwei Sommer, zwei Äpfel warm. Halleluja, Halleluja. Und grad damals jemand zum Fenster herkam. Halleluja, Halleluja. Ein Schneeball hat's geschrieben, vergangen Winter. Halleluja, Halleluja. Zwei Weiber haben Kraft am Besenbinder. Halleluja, Halleluja. Die leiten auf sich blieb der Wald weiß. Halleluja, Halleluja. Er schießt wie ein Jungfräulein, das wach am Fleiß. Halleluja, Halleluja. Die leiten auf sich blieb der Wald grün. Halleluja, Halleluja. Zum Meintieren lass uns kein anderen planieren. Halleluja, Halleluja. In Osttirol trinkt man gern ein Glasl Roten. Die italienische Grenze ist nicht weit weg, fast vor der Haustür. Früher hat es ja keine Staatsgrenze zwischen Lienz und Innichen gegeben. Das Bustertal war jahrhundertelang die natürliche Verbindung zwischen Tirol und Kärnten. Erst seit der Teilung Tirols in Nord- und Südtirol ist die Benennung Osttirol aufgekommen. Sprichwörtlich ist der Kinderreichtum der Osttiroler. Familien mit 10 bis 20 Kindern sind nichts Außergewöhnliches. Leider sind die Berufsmöglichkeiten in den heimatlichen Dörfern kaum gegeben. Die meisten Jugendlichen müssen sich ihren Lebensunterhalt in der Fremde verdienen. Viele Osttiroler leben in Innsbruck und in den kleinen Industrieorten in Nordtirol. Auch in der Schweiz arbeiten Osttiroler als Saisonarbeiter. Aus der Geborgenheit einer bäuerlichen Großfamilie hinaus in eine fremde Welt, die man nur vom Hörensagen kennt. So nicht ungefähr. Ihr habt 10 Kinder, gell? nein. 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 Spielen die haben bloß die zwei jetzt? Oder haben die Ja. anderen auch gespielt? Ja, gespielt haben sie wohl schon, aber obwohl sie sind von daheim weggekommen, haben sie jetzt wieder gelassen. Sind sie nicht mehr zusammengekommen. Das hat immer gemacht. Wo sind die Großen? Zwei sind in Nordtirol und der dritte ist jetzt einmal momentan in der Schweiz. Sonst ist der älteste bei daheim. Muss halt daheim mithelfen. Warum wird ja für so viele Kinder ja wenig Platz sein? Ja, ich meine, es ist halt überall so, wenn sie nicht etwas gelernt haben, dann kommen sie in der Schweiz. Das ist ja selbstverständlich. Die werden wohl einmal was, der andere wird Tischler und der wird Automechaniker lernen. Müssen da jeder was lernen? Jetzt schon. Und was hat die Mutter gespielt?
Ich bin unmusikalisch. Ja, ich habe gerne gesungen, aber es ist nicht gegangen. Ich weiß nicht, warum es mir kein Talent hat dazu gehabt. Wirklich, ich hätte gerne etwas getan. Es ist ja jedem gegeben. Vielleicht spielt uns der Hans noch einen Fotzhobel. Das Hackbrett ist bei euch noch heimisch, gell? Ja, das hätten wir wohl. Kannst du das denen mal bringen? Dass wir so mal anschauen an den Tisch her? Ja, kann das gleich einmal holen. Das ist ein Wildstrom. Schneemann hat's geschrieben vergangen Winter. Halleluja, Halleluja. Zwei Weiber haben Kraft am Besenbinder. Halleluja, Halleluja. Die Leute noch auf sich blieb der Wald weiß. Halleluja, Halleluja. Er schießt wie ein Jungfrau, bleibt das Bach am Fleiß. Halleluja, Halleluja. Die Leute noch auf sich blieb der Wald grün. Halleluja, Halleluja. Zum Eintieren lass uns kein anderen Bäum gehen. Halleluja, Halleluja. In Osttirol trinkt man gern ein Glasl Roten. Die italienische Grenze ist nicht weit weg, fast vor der Haustür. Früher hat es ja keine Staatsgrenze zwischen Lienz und Innichen gegeben. Das Bustertal war jahrhundertelang die natürliche Verbindung zwischen Tirol und Kärnten. Erst seit der Teilung Tirols in Nord- und Südtirol ist die Benennung Osttirol aufgekommen. Sprichwörtlich ist der Kinderreichtum der Osttiroler. Familien mit 10 bis 20 Kindern sind nichts Außergewöhnliches. Leider sind die Berufsmöglichkeiten in den heimatlichen Dörfern kaum gegeben. Die meisten Jugendlichen müssen sich ihren Lebensunterhalt in der Fremde verdienen. Viele Osttiroler leben in Innsbruck und in den kleinen Industrieorten in Nordtirol. Auch in der Schweiz arbeiten Osttiroler als Saisonarbeiter. Aus der Geborgenheit einer bäuerlichen Großfamilie hinaus in eine fremde Welt, die man nur vom Hörensagen kennt.